Wo in der Landwirtschaft sehr große Fortschritte gemacht worden sind. Und das ist sehr wichtig für Menschen, die auf dem Land gelebt haben. Und kein Tier ist im landwirtschaftlichen Leben vom Mittelalter so wichtig wie die Sau. Und weil die Säule eben, wie wir wissen, so bescheidene Tierli sind, haben sie das Rückgrat bildet von der mittelalterlichen Gesellschaft. Hey, der Sir Ferdl von Schloss Schweinsberg schwört bei allem, was ihm heilig ist, dass er immer vorwärts schaut und gute Dienste leistet, dass er Drachen tötet, dass er gegen Bösewicht kämpft und alle Mädchen rettet, die in Not sind. Es tut mir leid, Liebs, aber der Baron Wolfzahn will dich heiraten und dann ist das halt so. Aber warum, Vater? Warum? Der Baron zahlt gut, wenn du ihn heiratest. Und wir brauchen jeden Rappen, jetzt wo unser Schatz gestohlen worden ist. Aber ehrlich, Vater, er ist es doch der ihn gestohlen hat. Sag nicht so etwas, mein Kind. Aber Vater, er ist grusig und hat viel Haar. Er ist allerdings keine Schönheit. Aber Vater, er ist Säule. Ja, das stimmt. Aber Bettler können nicht wählen. 499, 500 Goldstückli. Spitze. Jetzt kann ich mir endlich die neue silbrige Speckdrangschiermaschine posten, die ich schon so lange will. Mein Baron Wolfzahn. Ah, der Sir Bruno, der Schandfleck. Wie steht's mit der Hochzeitsvorbereitungen? Sie stehen nicht schlecht, mein Herr. Da, ich bringe da schon mal die Menükarte fürs Hochzeitsmahl. Köstlich. Madame Chef, das sag ich sehr gut. Was für eine herrliche Hochzeit, Baron Wolfzahn. Sicher ein schönes Festessen für die Prinzessin. Ich glaub, du verstehst nicht ganz richtig, Sir Bruno. Das Festessen ist Prinzessin. Die Rüstung, die rapselt einem ja ganz wund. Aber halt! Er klingt doch nicht der Schrei von einer leidenden Jungfrau. Oh, ich Arme. Hallo? Sind Sie etwa in Not? Nein, ich bin noch nicht tot. Aber sicher schon bald. Sehr gut. Wie heissen Sie? Prinzessin Rosi. Leckböbi, Prinzessin. Ich bin der Ferdl von Schweinsberg. Und ich komme dich retten. Aber wie komme ich da rauf? Der hohe Turm? Ich weiss. Rosi! Oh, Rosi! Lass mir aber dein Haar! Ist gut. Pups. Excuse. Keine Angst, Prinzessli. Ich hole Leitern. Oh ja, bist du cool. Nur noch ein bisschen höher. Keine Angst. Ich habe eine Idee. Sag, warum? Musst du heulen? Ich muss den Baron Wolfzahn heiraten. Und wer ist das? Ein Mann, den ich nicht liebe. Keine Angst. Ich werde dein Held. Nein! Oh! Hast du schon über die Hochzeitsreise nachgedacht? Man sagt, der Schwarze sei noch schön. Oh, Ferdl, wo bist du? So nah und doch so weit weg. Gemeiner Typ, du! Ich komme da raus. Und wenn ich draussen bin, dann geht's dir am Kragen. Muss aber ein bisschen pressieren, weil sonst hat der Baron Wolfzahn dein Schätzchen schon zum Mittag gegessen. Meine Liebe, ich hatte dich einfach zum Fressen gern. Stand auf, du Held. Brot und Wasser. Hä? Ich komme, Prinzessli. Und jetzt
wenn irgendjemand da im Saal ist, der einen wahrhaftigen Grund hat, warum das die Sau und der Wolf nicht sollen verheiratet werden, dann soll er es jetzt sagen. Oh nein, die Hochzeit muss doch irgendwie festgehalten werden für die Zukunft. Hört auf mit dieser Hochzeit! Oh, eine Säule in Unterhose, wie ist das schrecklich! Warte, ich zeig dir's Wolfzahn! Ich fordere dich zum Kampf, Wolfzahn! Mit Vergnügen, Sir Ferdl von Schweinsberg. En garde! Verschon mich! Gehst du den Goldschatz dem König wieder zurück? Gehst du Prinzessin wieder frei und tust uns nicht mehr mit deiner wölfischen Art Versprich es! Ehrlich? Ja, ganz ehrlich, Und du denkst auch nie mehr an eine Wurst oder an eine Säure? wenn ich unbedingt muss. Bringt den Wolf weg! Hurra! Ich habe leider kein Hochzeitskleid, Prinzessin. Hi. Oh, Sir Ferdl. Sir Ferdl. 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 Ferdl, wach auf. Oh! Also, Ferdl. Oh, excuse, Prinzessli. Ich mein Rosi.